Hallihallo und herzlich willkommen zurück, direkt nach dem Kampf im Olymp. Wir haben erhalten eine Heldenwinge, ein Schlüsselschwert mit Fokus und Angriff und Formveränderung auf Konterschild. Alles klar. Schlüsselschwert Formveränderung. Manche der Schlüsselschwerter, die du erhaltest, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formveränderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat sogenannte Formveränderungen. In seiner grösseren Form lässt sich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden Abschlussangriff auslösen, indem du Dreieck drückst. Okay, alles klar, also eine Formveränderung mit dem Schwert. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und da habe ich gerade erklärt, was unser Schlüsselschwert das mal macht. Wenn du ein Schlüsselschwert Formveränderung auslöst, ändert sich womöglich auch Soras Aussehen entsprechend und erhält Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formveränderungen eignet sich gut für Defensive oder wiederum für das Wirken von Magie. Experimentiere herum, womit du am meisten zurechtkommst. Alles klar? Das Schlüsselschwert Hellwinge kann sich per Formveränderung in der Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln. Halte Viereck gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um eine bestimmte Zeitspanne dauerhaft Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt dein Schild bis zu einem Maximum von 2 Stufen auf. Drück X, während das Schild aufgeladen ist, um je nach Ladestufe einen speziellen Blockkontur auszuführen. Okay, auch alles klar. Also das Schlüsselschwert ist ein Schild, wenn man das benutzt und Fähigkeiten braucht, also die Ultimative von der Fähigkeit der Heldenwinge. Da steht auch Formveränderung, Kolterschild, auch mehr auf Angriff bezogen, leider nicht auf Magie. Aber wir ziehen es jetzt doch jetzt einfach an der dritten Stelle an. Wir können ja sonst einmal ausprobieren, wie das Schild aussieht. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nichts Grossartiges dazu bekommen. Doch das Einzige, was ich machen muss, ist unbedingt doch, da habe ich einen Potion. Aber ich tue noch mal einen Potion rein, weil der Kampf ist schon ziemlich heavy gewesen. Schauen wir gerade noch die Fertigkeiten an, wenn wir schon dabei sind, oder? Haben wir eigentlich auch nichts dazugekommen. Donald hat auch noch nichts Grossartiges dazugekommen. Genauso wie der Goofy und der Herkules ist uns eigentlich egal. Naja, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter und lassen uns überraschen. Are you sure this box with the Book of Prophecies is for reals? I think that Dingbat in black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile! I must find that Book of Prophecies and make it my own. His was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. I'm just saying a shot in the dark ain't gonna get us any closer to... Whoa! What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool! Yes, sir, easy. This has gotta be that Pandora's box Hades mentioned. Leave it. What? After all that digging? That is not the box which I desire. We are finished with this world. Come. No. May your heart... Das Reich der Dunkelheit. Dark World. What's wrong, Riku? Are you tired? Do you need a break? We can stop. No, just... I've been here. I should know this place. But that all seems like another life. Well, gee, think of all you've seen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared.
but now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us, but I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. It's not me. I think it's because you finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing, Mickey, does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Yeah, it's different from what I remember. Usually, I'd just follow my heart, and Aqua would show me the way. But the closer I get, the hazier our connection feels. You mean... Maybe, but we can't give up hope. Yeah. Da schreiten sie Frau Rico und Mickey. Rico, der beste Kollege vom Sora, und der Mickey Mouse, den sollte doch eigentlich auch jeder kennen. In der Welt von der Dunkelheit auf der Suche nach der Aqua auch eine Schlüsselschwertträgerin, eine wunderhübsche mit blauen Haaren. This beach. It's gone. Huh? I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here too. With Sora. Really? This is where we found our way back to the Realm of Light. Hey, maybe Aqua did too. Aqua has fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Alles klar, wir dürfen mit dem Riku einen Kampf gegen viele Herzlose machen, die sich so zusammengefunden haben. So ein riesen Strudel aus einzelnen Herzlosen, so ganz schwachen eigentlich. Aber wie er gesagt hat, müssen wir aufpassen, weil viele kleine Herzlose können auch gefährlich sein. Und besonders, wenn sie sich so von gewisser Art und Weise vereinen. Ja, Mann. Jetzt muss man erst schauen. Ja genau, Riku besitzt ja Heal. Das ist immer ein sehr guter Vorteil, aber er ist allgemein ein ziemlich starker Charakter. Ich denke, das sollten wir eigentlich reibungslos anbekommen. Ja, es sieht doch auch nicht mehr so leicht aus wie ganz am Anfang, aber... Warten wir schnell, bis wir da ein bisschen Mana aufgeladen haben und den richtigen Moment zum Reingehen und gewinnen!
It's not over. Be careful. Oh no! Riku! What? Because somebody needs me. Who are you? Riku? Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? I got more than half of them, and the rest vanished. But they spit you out first. Ugh, thanks. I owe you. I know you feel invincible, but we're not. Are you all right, Mickey? Yeah, thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? I think we need to go back to Master Yenshit's tower so we can regroup. But Aqua's still down here alone, facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua, she's like Sora. What? No. Strong like Sora. Oh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be all right. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? Mysteriöse Angelegenheit. Aber wie geht's nur bloß weiter? Der mysteriöse Turm. I see. You could not regain your strength. No biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like, what exactly? Hey! Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master.
Oh! Wow, you guys are all here. We were here before, but you didn't wait. Your Majesty! Hey there, fellas. So, what have you three been up to? We were visiting. Oh! And to figure out how to get all of Sora's lost powers back. But it was a big disappointment. Oh, what a shame. But, honestly, We didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? 'Cause Master Yen Sid said that's why you fellas left. Even a hint? Come on! Can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? all traces of her vanish into the great abyss, beneath the realm of darkness. She's gone? No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Ericus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. I'll save her. Huh? You can't! But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Sora, you must focus on regaining your lost power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first, we got hit pretty hard in the realm of darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got 'em! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. I can consider it. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. I knew you'd come through for me! Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chip and Dale inside. Cool, okay! Happy now? Yep. Now you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Jiminy! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side.
The whole team's back. Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Okay. That is a heart binder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go. May your heart be your guiding key. See? Traumherzenbinder, ein Talisman, mit dem du mittels Coop-Kommando einen Traumfänger zur Unterstützung herbeirufen kannst. Alles klar. Okay, round two. Oh, come on, will you get serious? Give me a break, okay? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you, Sora. Huh? What's this? That me, magic stop. But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up. Huh? Dale? Hey, Chipper, I finally got him. Hurry up, Chip. Well, it's about time. Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yensid to make sure you got this gummy phone we made you, so we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow. Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's code! Mm-hmm. We've been working our tails off trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. Sora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them. Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. Yeah, right. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't?
Gorge! You don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Okie dokie. We'll give you fellas a ring if there's anything else. Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Mickey and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the gummy phone? Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Well, go! Oh, that's easy. Kingdom Hearts 3! Achtung, immer noch Schweizerdeutsch. Dazu noch ein Gummiphone erhalten. Die neueste Erfindung von Chip und Chap. Sie ermöglicht dir, über die Welten hinweg zu kommunizieren und macht auch Fotos. Das heisst, wir können jetzt Fotos machen und unsere speziellen Momente festhalten. Reise durch den Ozean. Die Steuerung des Gummichats. Drücke L und R1. Um beschleunigen, drücke die Taste erneut, um zu bremsen. Drücke auf L3 kannst du 180-Grad-Wende machen. Um dich schneller vorzubewegen, nutze zusätzliche Schubdrücke rundum um Einheiten oder eine Schubleiste für einen Geschwindigkeitsschub einzusetzen. Tun wir nicht die weitere Hilfe, können wir in der Option anschauen unter Gummihilfe. Alles klar, ich könnte eigentlich immer die Gelen vorlesen, das würde ziemlich schnell leichter gehen. Ich würde sagen, versuchen wir es direkt mal aus. Wir befinden uns hier in unserem absolut coolen Gummibötchen. Also jetzt müssen wir da zuerst mal Schub geben. Gummibötchen, wie ich weiss auch nicht. Raumschiffli. Gummischiffli würde ich jetzt mehr mal sagen. Wir sind da noch ziemlich cool unterwegs. Okay, wir können jetzt einfach mal ein bisschen rumfliegen. Belohnungen! Für das Ausschalten von Gegnern und Erkunden des Ozeans dazwischen erhältst du manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. Erfahrungskugeln, TP-Kugeln, Items und einzigartige Items. Also TP-Kugeln sind Leben, Erfahrungskugeln sind zum Leveln und Items und einzigartige Items brauchen wir eigentlich dann, um unser Raumschiff auszubauen. Das können wir dann noch selbstständig ausbauen. Schneller unterwegs. Du würdest gerne ein wenig schneller von Punkt A nach B gelangen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Nebelstreifen oder Tempofähre und Temporing. Du würdest gerne ein oder wenig schneller von Punkt A nach Punkt B gelangen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Nebelstreifen. Begib dich im Tunnel aus Licht und rausch mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Du kannst den Nebel verlassen, indem du L1 oder L1 oder R1 drückst. Temposphäre und Temporing. Berühr die Sphäre oder Ring, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Der Ring ändert außerdem deine Flugrichtung. Okay. Also wir befinden uns jetzt gerade in so einem Strudel rein. Vom schneller Rumfurzen. Gummikämpfe. Bin vorsichtig, wenn du herzlose Markierungen auf dem Gummiradar siehst, steuer du eine solche Markierung an, wird der Kampf ausgelöst. Kampfregeln. Die Zeitbedingungen sind vom Kampf zu Kampf verschieden. Die Regel befindet sich in der linken oberen Bildschirmsecke, sobald der Kampf anfängt. Schwierigkeitsgrad. Die Anzahl der Sterne auf der herzlosen Markierung zeigt an, wie schwierig die Kämpfe jeweils sind. Wenn du eine Gummistufe noch niedriger ist, hältst du dich vielleicht besser noch fern. Also wenn wir ziemlich schwach sind, sollten wir nicht versuchen, auf die Level 1 gehen. Ich
Ich würde sagen, wir tun uns jetzt direkt einen Kampf an, mal da. Gegen so ein Level 1er. Kampfsteuerung. Wir müssen L drücken, X zum Schiessen, R zum Schiessen, durch Punktzahl Ansage besiegen Gegner. Oder deine Kampfrang. Also das ist alles klar, ja, ich komme raus. Müssen wir jetzt da. Oh. Ja. Gut, die sind jetzt ziemlich easy noch zum Verwutschen. Gut, das sind jetzt Level 1er. Also ziemlich cool gemacht, aber wir können jetzt nebenbei auch noch zwischen den Welten mit unserem Gummischiffli einfach noch ein paar Quests erledigen, leveln, Items sammeln, umbauen. Also wir könnten auch ein neues Raumschiffli bauen. Eins nach dem anderen eigentlich, oder? Nein, ist ziemlich cool gemacht. Wir versuchen da so viel wie möglich mitzunehmen an Punkt. Wir sind mal auf B. B ist glaube ich nicht mal so schlecht, wenn ich mich da nicht täusche. Wow! Mit B haben wir abgeschlossen, denke ich. Ist ziemlich gut für den Anfang. Ergebnis, Count an 1 Punkte, 97.435, okay, Erfahrungskugel haben wir 3.600 bekommen. Ja, dann fliegen wir doch direkt einmal weiter. Weil dann wird eher die Frage sein, was haben wir jetzt als erstes vor? Das ist vielleicht auch eine kleine Frage euch, auf was ihr mehr Lust habt. Wenn ihr euch natürlich getraut, etwas in die Kommentare hineinschreiben. Und zwar könnten wir jetzt 1-2 Folgen wirklich im Raumschiff verbringen und die Welt ein bisschen erkunden, alle Quests versuchen erfüllen. Und dann die nächste Welt bestreiten oder wirklich zuerst die Welten beschreiten und am Schluss alles ein bisschen aufräumen und sammeln, was auch immer eigentlich ihr am liebsten habt. Aber lieber wenn es ein bisschen im Raumschiff sein oder ein bisschen auf der Welt hin und her ziehen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir dazu würdet etwas sagen. Schatzsphäre enthält seltene Items, die nur darauf warten, von dir freigeschaltet zu werden. Schritt 1. Schieß auf Schatzsphäre, um sie zu aktivieren. Schritt 2. Verbinde Schaltkreis, lokalisiere die ersten Zahnräder und schieß so lange drauf, bis sie in die richtige Position sind, um die Schaltkreise miteinander zu verbinden. Aber schau genau hin, manche Zahnräder sind Attrappen und keinerlei Funktion haben. Schritt 3, Profit. Wenn du alle Schaltkreise erfolgreich verbunden hast, öffnet sich die Verriegelung der Schatzsphäre. Okay, alles klar. Ich kenne es natürlich schon, darum kann ich so jetzt ein bisschen erklären. Das ist eigentlich, sehen wir da die Platten, die müssen wir jetzt abklopfen, dass sie sich drehen, bis sie in der richtigen Position sind. Um unsere Wundertüte dürfen aufmachen. Dreh dich, dreh dich. Oh, wo haben wir das nächste? Wo ist es, wo ist es? Gut, das ist jetzt wirklich ganz eine einfache Kugel. Also im späteren Weltraum, sage ich jetzt einmal, von Kingdom Hearts, wird es ziemlich viel schwieriger. Also ich habe auch schon einige Male dann versagt. Aber für das müssen wir dann halt wirklich unser Raumschiff upgraden. Wir haben jetzt viele verschiedene Gummis bekommen. Gummimission abgeschlossen. Du hast eine neue Auszeichnung erhalten. Okay, alles klar. Da können wir eben auch dann noch die Meteoriten zerstören, zum Materialien sammeln, wo wir auch dringend brauchen oder besser brauchen, dann auch fürs echte Spiel, also fürs echte Spiel, für zum Schmieden später, für den Sora selber und zum Gummiböckli oder Gummischiffli, Raumschiffli dürfen weiter aufzubauen. Sola. Wird die Folge halt ganz ein bisschen länger, aber das stört mich jetzt nicht wirklich. So. Oh, da haben wir nochmal so ein Metroid zum Zerstören. So, die Frage ist jetzt eigentlich eher... Jetzt muss ich anders schauen. Genau. Noch gut anbekommen. Geh auf. Geht da nicht rauf? Sollte doch eigentlich kommen. So. Ja, es gibt viele Varianten, wie man es kann versuchen, machen oder tun. Ich habe es jetzt gerade irgendwie drüber geschafft, aber auf eine spezielle Art und Weise. Sind das mehrere Monster drin? Schau mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das jetzt Sterne oder Mond? Also für mich sieht das eher aus nach Mond. Da hinten sehen wir direkt eine neue Welt. Ich würde sagen, wir steuern direkt mal drauf los. Weil mit dem Gummischiffli können wir da zwischen den Welten hin und her reisen.
in der Welt landen, Twilight Town. Also klar, ich persönlich sage, ich mache jetzt ganz einen kleinen Cut da. Und wir sehen uns doch in der nächsten Folge wieder, wenn es heisst, mit eurem Schweizer eine kleine Runde Kingdom Hearts 3. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!